Ja, das kann's haben. Den Weltrekord als dröckste Puppe im Marathon, der heute. Den Titel als charmantesten Kollegen und Schumstoff kann ihm kein mehr nehmen. Und nun ist uns Plattdeutsch Plappermaul auch noch Botschafter geworden. Werner Mommsen, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Wunderbar. Warum du ein Football-Trikot trägst, da kommt wie Glickstrup, aber es lädt ja erstmal so, als wenn du einen halben Meter größer geworden bist. Also obrecht. Ja, natürlich, das ist ja ein wichtigen Posten, ne, diese Botschafter für das Plattdeutsche. Also ich darf jetzt mithelfen, dass Plattdeutsch nicht aussterbt und dass ganz viele Menschen das wollen wir schnacken so, ne? Ja, in Schleswig-Holstein bist du uteckt worden, in Freilichtmuseum in Molfsee, von den Norddeutschen Bühnenbund und den Vorgängersche, der Schauspielerske Sabine Karg. Sieht 2014 wird das Niederdeutsche Theater ja in bundesweit Liste von den immateriellen Kulturerbe von der UNESCO sogar führt. Und nu bist du, Werner, das Gesicht und Repräsentant für dusende Theaterspielers, der sich im Plattdeutsche ja verdient morgt. Ja, sagst du das? Ist das eine große Verantwortung? Ja, kann sagen. Also, das ist ein bisschen demütig, bin ich dual, ne? Weil, wie gesagt, wir schnacken so viel davon, dass wir das Sprache verjüngern mit und so, ne? Und da will ich biwählen. Und was ich wichtig finde, wir mit weniger Angst haben, platt zu schnacken. Das ist ja so viel, oh, ich weiß gar nicht, ich kann das nicht. Und dann ist das nicht der richtige Platt. Das ist alles Quatsch. Jedes Wort, was wie platt schnacken, das ist mehr. Und dafür will ich kämpfen. Aber fällt sich das für die persönlich an, als Botschafter zu werden? Das bist ja an für sich kein eitler Typ. Nö, also eitel nicht, aber selbstbewusst schon, ne? Also, nee, ich freue mich nicht. Als Sabine mir gesagt hat, Mensch, Werner, hast nicht Lust, mir zu helfen, habe ich gesagt, natürlich, da mag ich. Da ist ein wichtiges Anliegen, da bin ich dabei. Und weißt du, wenn Werner fragt was, dann mag Werner auch mit, ne? Was? Ja. Hätte die denn schon einen als Exzellenz ansprochen? Ab jetzt nur noch Sie oder euch. Was sind die nächsten Aufgaben für die? Naja, ich mag erstmal diese Castings, diese plattdeutsche Castings bei den Theatergruppen mit Sabine noch wieder. Und dann wollte ich vielleicht anregen, ob wir nicht mal so ein plattdeutsches Festival nur für junge Lühe machen können. Ne? Und Werner Mommsen spendet da sie eine Eintrittsgage und dann können wir einen schönen Preis leben oder loben oder was vielleicht mal. Ich weiß noch nicht, wir mal kicken, was wir noch machen können. Ja, schöne Idee, da wird wir auch mal kicken. Auch als Botschafter hast du bei uns in der Sendung natürlich das letzte Wort. Und das mal Glöwigton Fußball. Ja. Ole, 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 ole. Ich öf Stimmung. Weil irgendwie will ich nicht abkommen, ne? Und jetzt, wo die Deutschen da so rumdümpelt habt, sowieso nicht. Ich kann das nicht. Ich kann nicht, weil alle 2 Jahre EM oder WM ist, 4 Wochen euphorisch Football kicken. Schon gar nicht, wenn ich all montags weet, dass Sonntag erst das Spiel ist. Mensch, also, all 2 Jahre Sommermärchen, das könnt wir nicht. Und ich glaub mir das auch nicht von der Begeisterungsindustrie vorschreiben. Was die sich als Info, habt ihr das gesehen? Da gibt jetzt Klopapier mit Rosenduft. Was soll das? Sind ich auf Klo und denk, ich kack eigentlich wie Yogi direkt auf der Bank oder was? Oh, da hab ich auch gesehen, das gibt Duschgel, das heißt Fußballfieber. Ja, rückt das nach Männerschwed? Wo führt das hin? Gibt das irgendwann vielleicht Söcken mit den individuellen Düften von Boateng, Neuer oder Özil? Oh, du ehrlich, ständig Fußball, überall ist Fußball. Ne? Und jede, die auch in der 3. Generation irgendwas Russisches in sich hat, schall uns die russischen Wurzeln verkloren oder sie eine Heimat wiesen. Ne? Und dann, kick mal, wenn du so ein Spiel kicken deißt, ne? Dann hast du inzwischen 4, 5, 6 Experten, die verklort für das Spiel, wie das wo wehren können, während das Spiel, wo das wo ist, und no das Spiel, wo das Spiel wo reden ist, wenn du sehen hast, was du da sehen hast, was du hast sehen könntest, was du ja nicht so eine Übertragung, die dort gefüllt von morgens bis Tein und geht bis nachts. Und morgens im Frühstücksfernsehen kann sie dann auch wieder die nächste Zusammenfassung eingehen. Also, ich hab keine Lust auf Fußball. Obwohl, habt ihr das lest? Football macht Lust auf Sex. Ja, wirklich. Also ein geiles Spiel, macht geil, kann ich sagen. Leider bloß die Kills, weil der ist ein Testosteronspiegel, geht wie ein deutscher Tor nach oben. Ne? Und bei den Frauen nicht. Deswegen ist es blöd, wenn der Migräne hat, dann nützt sie das nicht so ganz viel. Ne? Ja, Kills und Frauen kickt Football noch sehr unterschiedlich. Ne? Für den Mann ist wichtig, wo das Tor utet, was der Schoten hat. Also hier nicht die Kehl, die das schoten hat, und für die Frau eher, wo die Kehl utzit, die das schoten hat, ne? Ja, aber ich sag mal, wenn ich denn die Spielerfrauen auf der Tribüne sehe, ne? Wenn Katie Hummels winken deit, dann krieg ich vielleicht auch noch ein paar Hummeln. Also, dann hab ich auch noch Lust auf eine WM, du. Ja, aber Werner, die Frauen sind auch analytisch. Manch ein weiblich Fan kickt noch darauf wecken Influss der Nagellackfarbe von den Spielerfrauen, ob das Defensivverhorn von Jogis Jungs hat.
In Feierwecken sind wir schlauer. Dann meldet wir uns wer Sonntag Glock. Und natürlich findet ihr uns Sendung noch kicken auf ndr.de und in den Niedersassen-App. Und unsere Radiokollegen von NDR Niedersassen habt ihr auch plattmorgt. Morgen Abend brummt die Motoren. Frank Jakobs hat Oldtimer-Fans droppen und immer die Motorhaube kicken. Schraubers und Fachlüt vertellt warum sie hart an das orle Blech verloren habt und warum schimmers weniger Kfz-Mechanikers gibt, der überhaupt an die Autos den Schruventrecker anlegen könnt. Was die Branche dagegen nimmt, hält sie morgen Abend 5:07 auf NDR Niedersassen. Wie gesagt, schicken Sie nach. Tschüss, Hobbel, Hobbel.